die Finanzblos, die geplatzt ist, das muss ich nicht immer wiederholen, als Resultat von einer riesiger weltweiter Umverteilung. Uwen astronomischen Reichtum an ein paar wenigen Händen, den er spekulativ Geschäfte verpulvert wird, innen Stagnation oder Regression von der Lohn, von der Kaufkraft, von den Lebensbedingungen. Die hohen Renditen sie nicht nimmen, wie das Loheinst durchgestaltet wird, ein Nullsummespiel von der Rängerspekulation, wo den einen Spekulant gewinnt, was den anderen verliert. Die Renditen, die Aktienkuren, die Dividenden, die gehen am Endeffekt herausgepresst aus der produktiven Ökonomie, also letzten Endes aus der Arbeit vom Salariat. Mehr bezahlen nicht für eine Krise. Aber wir fordern die Leute, die Schaffenheit zu Lützeburg, auch ob hart und deutlich zu sagen, wir bezahlen nicht für eine Krise. Wir sind nicht schuld an ihrer Krise. Und übrigens, wir haben schon bezahlt, schon 400 Krise. Wir sind schon bei der Verteilung schlecht weggekommen, zum Beispiel beim Undeel von der Lohn und dem geschaffenen Reichtum, auch heute zu Lützeburg. Und mit der Indexmanipulation hat er als Lohnarrenten nach ein gestrüppt 400 Krise. Und außerdem Sozialleistungen mit derselben Indexmanipulation verdeiert. Wir haben schon bezahlt mit dem Verlust von unseren Arbeitsplätzen schon 400 Krise. Das Regierung hat angetreten mit 8.000 Arbeitslosen, jetzt sind da 13.000. Das ist selbstverständlich, dass die Krise noch nicht voll durchgeschlagen wird. Es gibt höchste Zeit, umzudenken, an entsprechend zu handeln. Es gibt höchste Zeit, Keier zu kriegen, das Casino zuzumachen. Schluss mit dem schnellen und maximalen Profit für die Eng auf Kosten von all den anderen. Es gibt höchste Zeit, dass Sozialgerechtigkeit im Eng von den allerersten politischen Prioritäten geht. A Sozialgerechtigkeit, das heißt mehr Sozialgleichheit. Und das heißt nicht nur eine Umverteilung vom materiellen Reichtum von oben nach innen, mehr Gleichheit, das sind viele Dimensionen. Das betrifft Bildung, Kultur, persönliche Entfaltung, Partizipation öffentliche Leben und die politischen Entscheidungen. Und da das den vor dem, der wirklich rote vor dem, den durch unser Programm geht, da das Kohärenz von unserem Programm und von unserem politischen Engagement. Es gibt Höchstzeit, also auch, dass auch an der Chambre eine andere Stimme zu hören ist. Es gibt Höchstzeit, die lenkt. Merci. Wie meistern wir die wirtschaftliche und soziale Entwicklung autonom, das heißt unabhängig von privaten Profitinteressen? Das werft erstens mal froh vom Funktionament vom Staat ab. Der Finanzsektor ist das schlechte Beispiel. Wenn zwei Banken ohne Kontrolle so viel staatlich Sue kriegen, wie an einem Jahr aus Steuern auf den Lohn und auf den Gewinner herabkommen, mit denen Suen hat den 10.000 Pfundingen können bauen. Dann ist das keine Verstaatlichung von den Banken, dann ist das eine Privatisierung vom Staat. Die Regierung hat offensichtlich an ihrem Konjunkturpack Flucht nur 4 Gesicht. Noch mehr staatliche Hilfe für Privatkapital, noch mehr Deregulierungen, administrative Vereinfachungen nennen sie das. Der CSV-Bankier Thiel hat das Woche als einen Bericht für ein neues Wachstumsmodell, den am Übrigen all die allbekannten Sachen wiederhält, angekündigt, lo müsste ein Ordoliberalismus kommen, ein Ordnungsliberalismus. Und dazu feierte wir auch zwangsläufig, wann soll alles bleiben wie das, wie zum Beispiel der ADR verlangt. Man will bleiben, was man sind. Dem haben wir eine andere Wirtschaftspolitik entgängt. Sie soll finanziert gehen aus dem Resultat von der wirtschaftlichen Aktivität. Das heißt, Profite müssen im Gehalt gehen, erstens für Lohn und bessere Arbeitsbedingungen und zweitens für eine regional
Entwicklung, die nur die Bedürfnisse von der Leute ausgerichtet ist. Der Staat soll eine zentrale Rolle als Vierstellung noch bei der Umverteilung spielen. Das ist ein Vorwurf von Demokratie und nicht für nichts, also an diesem Weltprogramm ein Kapitel über Demokratie dran. Natürlich sind wir uns bewusst, dass so eine Politik auf einen erbitterten Widerstand von denen wird stoßen, die in der heutigen Politik verdienen. Wir sind uns auch bewusst, dass so eine Politik nicht mehr im europäischen Kontext durchzusetzen ist, was aber voraussetzt, dass sie für die Mal an alle Länder auf der Sendung gesagt wird. Das erklärt doch, für was das mehr nicht den Austritt aus Europa fordern, mais au contraire eine wirklich europäische Politik, mit der allein auch nicht mehr die regionalen Aspekte an Begriff zu kriegen ist, als Forderungen, die für viel mehr Leute an Derbisch bringen. Die von dem Salariat insgesamt eine andere Durchsetzungskraft geben, für die Situation zu verbessern. Zu der Verbesserung gehört auch zum Beispiel, dass der Mindestlohn, der für Derbisch bezahlt wird, nicht darf unter der Armutsgrenze liegen, wie das der Fall ist. Wir verlangen dafür eine Erhöhung um 300 €. Und dazu gehört doch, dass durch den Index verhindert wird, dass eine zusätzliche Umverteilung zugunsten vom Kapital über den Konsum geschieht. Rechte vom Personal schließlich auch von ihren Delegationen sollen ausgebaut werden, für dass sie das Unleihes besser an den Betrieben artikulieren können. Und eins, also notzuweisen, dass der Kapitalismus nicht die geeignete Regime ist, für globale Probleme zu lösen. Hinaus als seine Genen ausgerichtet auf rücksichtslose Konkurrenz und auf die Ausbeutung. Seine Weltordnung als die von der Ungleichheit und nicht die von der Solidarität und von der Planung. Die Solidarität und Planung wären aber nötig, für die planetarischen Probleme zu lösen. Wir fordern zu Lützeburg eine Reduktion von den CO2-Emissionen von mindestens 30% bis 2020. Die handelbaren Emissionszertifikate, die zu einer neuen Produktspezialisation von der Bankplatz zu geschenken, sind eine neoliberale Aberration, die kein Gramm CO2 aufbauen, am Gegenteil technologische Erneuerung am Energie- und am Transportsektor bremsen. Wir fordern, dass die Krise dazu ausgenutzt wird, für auch zu Lützeburg, dass mit engem 1% und erneuerbaren Energien Schlusslicht an Europa ist, umzusteigen auf die neuen Technologien und damit eine neue technische Dynamik am Land auszulesen, die den wirtschaftlichen Monolithismus rund um den Finanzsektor abhilft. Die Tendenz zum gläsernen Bierger haben sich die Lenk seit ihrem Bestehen immer gewirrt. Polizeigewalt, Repressivsicherheitsgesetze und der lamentablen Zustand von unserem Prisonswesen waren immer als Themen und werden dadurch in Zukunft bleiben. Wann unseren neuen Militärchef an unseren ersten General, ja, wann diesen Herr nur seiner Amtsaufeierung am RTL-Top-Thema sieht, ob die Frau wie war die noch enger mehr braucht, an den Antwort an der anderen für Manifestationen zu gehen, dann müsst vielleicht bei all Demokraten den Alarm ugehen. Wenn der Polizeiapparat immer mehr außer Kontrolle gerät, wie an der Bommelleer-Affäre oder wie die Vielfalt von Polizeigewalt weisen, an der Minister Friede weiter Police und Justiz an seinen Händen behält, da stellt sich froh, ob es überhaupt noch eine Gewaltentrennung zu Lützeburg gibt. Wenn der Linken, der 7. Juni, sein Vertrauen ausschwärzt, wird auch ein konsequent bürgerrechtlicher, freiheitlicher Kraft. Wir wollen die Stimme von denen sehen, die ganz genau wissen, dass die Sicherheit von der ganzen Gesellschaft, von der sozialen Sicherheit aufhängt. Die aber gleichzeitig auch wissen, dass es ohne Freiheit keine Sicherheit geben wird. Für die Freiheit, wenn es vermeintlicher Sicherheit opfert, wie das der Luc Frieden zusammen mit seinen LSAP oder DP-Koalitionären mischt, die wird, und das schon Leute wie den Benjamin Franklin gesagt, sinngemäß, die wird sowohl die Freiheit wie die Sicherheit verlieren.